Dann hat man vielleicht, nachdem den Herr Adam auf eine interessante Manier erzählt hat, wie ein Filmer gesehen hat, dann wen sich engagiert auf die Frauenrechte aus Saudi-Arabien. Aber zu sagen, dass wir als ADR, was Vollverschleierung der Frauen ugeht, sind da 2 Jahre eine Proposition de loi deponiert haben, wo wir eben just wollen, die Frauenrechte garantieren, die den Herr Adam will aus Saudi-Arabien promovieren. Und es sind die Grënn, die Sache an der Kommission Juridik sollten auf den Ordre du Jour setzen, und die jetzt fertig bräuchten an 2 Jahren nach die Proposition de loi nicht einkehr auf den Ordre du Jour von der Kommission Juridik zu setzen. Das ist eine unterschiedliche Theorie und Praxis, die eigentlich gucken Filme und Drehme von den Menschenrechten aus Saudi-Arabien, was sympathisch ist, die andere DDR, übrigens als Proposition de loi, letztes Jahr kopiert, dann auch deponiert, die wollen heute zu Lützeburg auch keine Vollverschleierung gehen, und da sind die Grënn, die blockieren. Ich will das heute zu Akt gehen. Das Zweite ist, Herr Minister, für ob Debatt gestern zurückzukommen, ob Erklärung, wie dem ich hin muss, merci, so die Selbstverständnis ganz aufmerksam verfolgt. Und ich stelle mich so, dass wir uns eins sind. Wir sind uns eins, auf jeden Fall mal auf engem Punkt, dass Lützeburg ein ganz erfolgreich Präsidentsgat wird vom Ministerrat zuhört. Und wir sollen all denen Hunderte wo Leute, merci, die an der einen oder anderen Form beigedrohen haben, für die Lützeburger Diplomatie ein gutes Profil zu gehen. Das ist aber für uns eine Überraschung gewesen, wenn ich da in Anführungszeichen darf so, weil wir erinnern uns noch ganz gut, dat virun dem Referendum vom 7. Juni zuert Artikel wäre Politiker gesot und Organisationen gesot passt op. Van Lützeburger géint aus der Wahlrecht stimmen, da kriegt man Präsidentz aufgeholt oder was soll während der Präsidentz geschehen. Und guckt dort Präsidentz als kommt Lützeburger hun nicht zum Wahlrecht gesot, an das überhaupt nicht geschieht. Und ich meine, also können wir auch eng Leier zählen, es soll nicht instrumentalisieren am politischen Diskurs, weil da kein Platz hat, es soll in die Diskussionen sober feiern, so wie wir es gemerkt haben, an die Argumente, die verdrieben wären, die sie auch in der Zwischenzeit auch desavouiert gehen. Mit der Logik, wo man nicht immer d'accord an der Riet, und wir wollen hier vielleicht exemplarisch just ein paar Sachen abzählen, wo wir doch eine andere Konklusion haben, für die, zu der das Regierung kommt. Vielleicht die Ukraine als Beispiel. Mit Recht mörderisch Gedanken über die Rechtsstaatlichkeit der Memberstaaten von der Europäischen Union. Ich meine, das ist eine Sache, von einem Club aus, muss ich auch gucken, dass Verschiedenes richtig schläft. Andere sollen Eis gucken, wir gucken ob andere, das ist an der Reihe. Die hat Polen und Ungarn da speziell am Visier, das ist Recht. Wir haben da vielleicht eine andere Auffassung, haben uns da. Aber wo man aber als da froh, wie logisch Approach ist, als bei der Ukraine, weil die Regierung zu Kiew, als die massiv Korruptionsprobleme hat, die Menschenrechtsverletzungen an der Ukraine auch zu verantworten hat, die mit faschistischen Movementen an der Vergangenheit zusammen geschafft hat, dann taut nach möcht, wie den Azov-Bataillon, wie der Pravi-Sektor, die zum Teil die Regierungen unterstützen, wo also eine andere Kategorie und Probleme als wie an den Memberstaaten von der Europäischen Union. Und da hat den Eindruck, dass die Europäische Union unilateral die Do-Regierung echt unterstützt, wird vielleicht zu viel einseitig ist und noch überhaupt nicht mit den Werten der Europäischen Union übereinstimmt. Dabei könnte die Regierung hier Engagementen an der Minsk II nicht erfüllt oder nicht kapabel, nicht füllen, also zu erfüllen, wie auch immer. Und dadurch muss man wirklich auch aufpassen, wenn wir die eng beurteilen, dass man dann nicht die poids de mesure holen, mir auch gehen, die den Autoritäten zu Kiew mit aller Determination aber auf den Missstand aufmerksam machen. Ein anderes Problem aus der Logik, und ich komme kurz nachher auf die Sache von Russland zurück. Für die Sanktionen gegen Russland geholt, sie sind 2 Argumente geholt, am Anfang vor der Invasion von der Krim, dann noch für den MH17 Rufgeschoss genoss, vor das auch, was zur Verschärfung der Sanktionen beigedrohen hat. Und in der Zwischenzeit wird über die Restitution von der Krim und der Ukraine bald nicht mehr geschwert, weil man weiß, dass das nicht wird geschehen. Und wir so als ADR, da muss man gucken, dass man die Situation bereinigt kriegen im Verhandlungsweg. Den MH17 gibt der Schlussrapport, wo keine Verantwortung festgestellt wird, weder von der einen noch von der anderen Seite, weil die Ersichtungskommission, die holländische Ersichtungskommission nicht konnte zu einem Resultat kommen. Also auch da gibt es keinen Grund für Sanktionen gegen einen von den möglichen Urheber zu holen, weil es keinen Beweis gibt. Also bleibt Minsk II. Das ist mir eine Verlagerung von der Argumentation über Sanktionsursachen. Das ist aber aus
natürlich nicht fair. Und muss ich aber dann gucken, was aus der Logesch endlich statt, was man verlangen, wo in verschiedene Parteien, können wir den Diskurs von den Sanktionen, können wir eine automatische Verlängerung von den Sanktionen noch envisagieren, wenn die Grundbedingungen für was zu geholl gesehen an der Zwischenzeit gewechselt tun. Da könnte noch den anderen Aspekt dabei, mir schon darüber geschwärzt, ich kann aber nicht über die Situation an der Ukraine schwätzen, ohne auch zu erwähnen, dass es nicht korrekt ist und nicht an einem europäischen Geist, dass heute zwei Memberstaaten, notamment Deutschland und Frankreich, sich raushöhlen, wie am Numpfen alle gut zu verhandeln. Das ist nicht ein europäischer Approach. Wir haben nicht europäische Institutionen wie ein Direktoire an irgendeiner Form zu akzeptieren. Der selber, Herr Minister, hat den heute schon als spezielle Club tituliert, das war ein flotten Ausdruck. Aussuchen zum Noen Osten. Worin von einer wirklich großer Einseitigkeit gekennzeichnet. Du dich heinst du meegehen, aber doch hat nicht über die Messerintifada geschwärzt, die am Blick lebt. Du hat nicht über die Tunnelle geschwärzt, die fleißig gerügelt, wie gesehen und nachher mal gegrübelt gehen. Du hat den Hamas nicht annimmt. Du hat nicht gesagt, was den Hamas Menschenrechtsverletzungen an der Gazastreif zu verantworten hat. Du hast eine einseitige Präsentation von den Evenementen Tempelbirsch gehen. Ich meine, das für uns wichtig als Land, dass wir wirklich ausgeglacht und die Situation am Noen Osten rumgehen, die ist kompliziert genug. Aber wir können nicht hingehen, wie dir das aber planen, ich weiß nicht, wie nie, an welchen Umständen, die sollte mit der Chambre koordinieren, wir hinzugehen, an eine palästinensische Staat wollen zu unerkennen, wenn das an dieser Situation nicht ging, zu einem Frieden beidrohen, und es ging nicht beidrohen, an eine Regierung hat, an dem ein international gebrandmarkten Terrorregime, nämlich der Hamas, eine Terrorbewegung, Member da wäre von einer palästinensischen Regierung, die am Blick nicht funktioniert. Wir müssen sich da mal vorstellen, was das für Konsequenzen hat, wenn auf der einen Seite Hamas will, als eine Regierungspartei, als einen verantwortlichen Teil, wenn den palästinensischen Staat an eine Autorität unerkennen, wir können da gerade so gut mehr den islamischen Staat unerkennen oder so sehen, weil mehr, dass sie mehr da und Terroristen sind Terroristen. Und ich meine, muss ich das Leute nennen, so wie sie sind. Wir können nicht hingehen als Lützeburg anders auf dem Niveau bewegen, dass man mal so Leute aufhängen, diplomatische Beziehungen abzurichten. Wir haben noch als Lützeburg von den 15 oder 16 Ländermenschen in der Europäischen Union, die durch Sanktionen, die BDS, durch Initiativen an einer oder anderen Form unterstützt tun, viele Länder haben das nicht gemerkt. Viele Länder sind auch der Meinung, dass das ganz nur in einem antisemitischen Gest ist. Es muss Ihnen wissen, dass die Europäische Union und noch Länder wie Lützeburg sich engagiert gegen den Verkauf von Produkten oder die Kennzeichnung von Produkten als israelischen Produkte, die aus den okkupierten Territorien kommen, dass man nicht so machen, zum Beispiel am Fall von Tibet, nicht so machen am Fall von der Westsahara, nicht so machen am Fall von noch Zypern, was seit 1974 von der Türkei besetzt wird. Und das ist das Ungleichgewicht an der Behandlung von Israel par rapport zu anderen Situationen auf der Welt, wird man recht wenigstens froh abwirft, ob man hier aber nicht an einer Politik sehen, die sich apparentiert mit einem Antisemitismus, den ganz allen aus am mit dem wir nicht füllen. Wie die Unterschiede rauszuschaffen, das ist ein Defi, Herr Minister, den die Herr noch könnt abholen, weil es überzeugt, dass viele Leute ich nur lauschteren, die dann nur lauschteren, weder die Unterschiede weltmäntischen verschiedenen Okkupationssituationen, die wir auf der Welt tun. Den Zustand von der EU, das ist etwas, wo wir müssen darauf angehen. Die Europäische Union ist heute ganz, ganz stark belastet. Aus vielen Ursachen. Die Migrationskrise ist eine von den Ursachen. Wir haben den Euro, die Probleme vom Euro sind in keiner Form gelöst. Wir laufen das Risiko von einer Fuite en avant, weil der Euro ist konzipiert gewesen als politisches Projekt. Soll Europa föderieren, soll über einen monetären und ökonomischen Ansatz zu einem europäischen Föderalstaat mit beitragen. Haut gëtt dat awer mi gedroen. Mne Souveränitätsverlust iwwer den Euro durch dat d'europäesche Instanze schon an Budgetprozeduren de Länder ergreifen och ha iwwer de Semestre Europäen, den Gedanken wie den Nationalstaaten hier rechtmäßig Autonomie budgetär aufzuhöllen as stärk. Die Idee für Europa mit einer Fuite en avant über den Euro zu föderieren ist ganz stark. Mir geht von der Opinion publik nicht mehr mitgedrohen. Schwätzt von einer Transferunion, schwätzt auf verschiedene Länder von der Idee von Eurobonden oder wie das man Schulden von den anderen müssen überholen. Das geht von der Opinion publik nicht mehr mitgedrohen und den Euro kann auch dadurch ein Gefährdungsfaktor sein von der Solidarität an der Europäischen Union. Der Brexit
hat man drüber geschwärzt. Aber wo wir an eine Situation kommen, wo die Engländer, so wie der mal Blick ausgesät, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus der Union rausgehen. Und auf der anderen Seite die Kapitel mit der Türkei abgemerkt, und wir holen Verhandlungen ob mit anderen Balkanstaaten. Das ist das Szenario von einer Europäischen Union, die sich entwickelt durch die erblickliche Politik von der Europäischen Union ohne Briten und mit den Türken. Eine Europäische Union, die nicht mehr nur einer europäischer Tradition oder gemeinsamen europäischen Werte funktionieren, aber wo der stärkste Staat an der Europäischen Union auf gewissen Zeit demografisch an aus anderen Ursachen Türkei wäre. Wo sich die ganze Europäische Union an ihrem Wesen verändern, also das wirklich, wird Lohn nach der Europäischen Union Kaffee Eis als ein attraktives Modell erschwingen lassen, wenn man nicht wissen, wie sich die Europäische Union entwickelt. Ich will hier klar wiederholen, dass da die einzige Partei hier im Parlament ist, die sich immer konsequent gegen den türkischen EU-Beitritt ausgeschwert hat, die traut auch noch mischt, aus vielen Gründen. Wir auf jeden Fall haben wir einen konsequenten Linie, aber wir sehen auch, dass die Türkei immer im europäischen Recht gebracht hat, da wo sie schon ein bisschen anhalten. Dankere Akkorde macht noch Zypern, was auch noch militärisch besetzt wird. Also so viele andere Situationen, an so viel Verletzungen von den Menschenrechten oder riskant Verhalen, wie zum Beispiel Durchschießen von einem russischen Flieger über syrischem Territorium. Alles das sind aber Beispiele von einem Land, das wirklich auch keiner weiß, so verhält, dass es kein Aufkommen für irgendwie ein Jahr trotzdem der Union beizutreten. Auf jeden Fall, ihr kennt als Position an in Europa mit der Türkei als keine Alternative. Wir sind an einem Europa, wo den ungarische Premier mat recht gesot huet, dat de bisssen Europa vum Rechtsbruch gëtt ginn ass, wo Dave Grief an Europa sinn. An ich will vielleicht just een Ausdruck durch ein Kritikgestor ubrucht iwwer die Mangel Solidarität in die gesucht an Europa, weil eben europäische Staaten an der Migrationsfrage eng einer Haltung opholen, zum Beispiel auch gesucht, die werden abtrünnig, die Visegrad-Staaten. Nee, wir hun an der Europäischen Union auch als Merit von der Europäischen Union eng Emanzipation für gewisse Staaten. Wir haben eine Situation, wo die Staaten sich bewusst sind, dass sie genauso wie wir können eine eigene Meinung an eine eigene Politik haben. Wir haben eine Solidarität, die wir nicht können auffordern, weil auch wir profitiert vom Abmachen von den osteuropäischen Märkten. Aber wenn wir Europa als Friedensprojekt gesehen, also schon selbstverständlich, dass man den Ländern dieselbe politische Rechte zugesteht, wie wir Eisen zugesteht. Wir müssen, wenn wir wollen, Europa bauen, aber wenn wir wollen erhalten, mit demselben Respekt die Positionen unerkennen, die Länder vertreten, wie wir werden, dass Eispositionen unerkannt gehen. Aber wir können nicht auch verbal Situationen fallen, wo wir die provozieren oder nicht respektieren, wie Matfirder, wie abtrünnig oder andere. Das ist ja nicht der Stil, mit dem wir wollen umgehen. Wir können nicht mehr an einem Europa leben, geistig leben mit einem Europa, was nicht mehr gibt. Europa hat sich an dem letzten Jahr ganz grundsätzlich verändert. Aber wenn wir es wollen abbauen, wenn wir es wollen an unserem Sinn auch können beeinflussen, dann muss man als das allererst mehr den Respekt und die Anerkennung von der Realitäten. An der Migrationskrise hat dir, Herr Minister, gesagt, du zu gerechtfertigt. Am Punkt 14, den erriert hat, gesagt, was eigentlich auch als ein Interesse ist. Und du hat gesagt, wir brauchen die Migration für die demografische Erneuerung von Europa. Hat gesagt, und CSV hat das auch, Herr Moser hat das auch gesagt. Aber da muss ich aber sagen, Herr Minister, wie ist das da möglich? Wenn wir eine Immigration brauchen für demografische Erneuerung, dann hat die eine Regierung, wo Familienminister als allererst gesagt hat, wo in der Pouvoir kommen sie als Regierung, wir machen keine natalistische Politik, weil es schon genug Kanner auf der Welt gibt. Dann machen wir hier eine Politik, wo wir die Familien nicht unterstützen, an 2 Jahre drauf kommt wir hin, und wir sagen, wir machen eine Immigrationspolitik in diesem Kontext, und wir justifizieren die demografische Erneuerung von unserem Land. Das ist doch eine Situation, wo wir auf jeden Fall gehen, so mal die einfach, die bessere Lösung für wenn wir ein demografisches Problem haben, weil das ist das für die letzte Familien und die anderen Familien, die hier im Land sind, zu unterstützen, an eine kannerfreundliche, familienfreundliche Politik zu machen. Die sagt, die einzige Lösung an dieser Krise aus den europäischen Weg. Und ihr verkennt dabei, dass ja aber Europa auch ein Teil Ausleser war von dieser Situation mit der Migrationskrise, und nicht nur ein Teil von der Lösung, wie auch ein Teil vom Problem. Ein Teil vom Problem, weil eine unilaterale Decision von der deutschen Bundeskanzlerin für die Grenzen abzubauen, die für
kein Mensch konsultiert huet und kein ander Land konsultiert huet, op de man d'accord wären. Aber iwwer die europäesch Institutionen Herr Minister sollen der Kartheiser si d'accord, dat net sollen Leiit fir pikechen Dr stolossen also guckt lo fir kommt lewen. Ergréft Herr Kartheiser, ich kenne der Theorien, die do so. An noch mat der Bundeskanzlerin déi net hier nach verkot. Ich so just stell dich fir im Moment. Deutschland hat eng aner Politik gemerk. Deutschland hat Politik gemerk vun Herrn Kolleg vu Herr Orban. Wat fir dann an Europa geschiet? Also ich kre Zeit op ze antworten. Gut, dann werde ich op antworten. Den Herr Orban als net mein Kolleg, dats eng wichtig politische Autorität vun engem europäesche Land, an ass auch net an eisem Parteiverbund en ass an der EVP. Dat hicht awer net, dat den sech net soll mat de Positionen op eng normal, héiflech a korrekt Manéier auseinandersetzen. An heinz du recht. Heinz du recht. A wann den verschiedene ja, gut, ech menggen Misio Lundenteil eng just op der Orban ze. Die Theorie, die mir hunn, dat das kein ADR-Theorie, Herr Minister, die so ging zu kennen, ich bin nicht sicher, ob sie kennt. Weil das, was mir von Anfang an gesagt tun, an der Migrationskrise, von Anfang an, das mir geht, das internationale Recht so respektieren, wie es ist, und das schriftlich publiziert, schon wo die Krise angefangen hat. Und das internationale Recht, das sieht nicht das, wie dir das appliziert an der Migrationskrise, dir nicht an die anderen Leute, nicht am Europäischen Conseil. Weil das internationale Recht mich klar unterscheidet. Mit der Konvention von 51, wie denen Leute, die individuell verfolgt sind, aus einer Reihe von Gründen an der Konvention sind die politisch Asyl haben. Die Leute, die führen eine Zivilpersonen, die führen einen Konflikt fortlaufen, die fallen in der eng von den Genfer Konventionen von 1949, wo wir keine Direktobligationen haben, wir können moralische Obligationen mit überholen, wie die Personen zu schützen. Das können wir machen an der Region, das muss man auch nicht an der Europäischen Union machen, das steht näherens, das ist ein Schwar, der politische Schwar, den kann so oder so holen. Und die Idee ist, dass die Leute von der Krieg Riveras zurückgehen an ihr Land, für das Land abzubauen. Die dritte Kategorie, das sind die Refugiés ökonomik, wie die das einfach illegal Abwanderung, da gibt es keine rechtliche Grundlage für die irgendwie halt so zu lassen, und das für die so gut wird. Das heißt, wo dir so, ihr kennt Theorie, dann kennt ihr das internationale Recht, weil der hat nie etwas ähnliches plädiert, wie den umfassenden Vollapplikation von denen internationalen Konventionen, die hier existieren. Und es sind die an der Kollegen am Europäischen Rat, die das nicht gemacht haben. Und dann kommt dabei aus, und er sagt, die kennt als Theorie, nee, hätte sie kommt, dann hätte sie vielleicht appliziert, aber wir hätten heute viel mehr Probleme in Europa, wenn wir so haben. So, wann ich geliebt habe. Just fett hat mit den Menschen gemacht, wie ein pikischen Rot an Ungarn. So hat man weiter gemacht. Also, lo kommen wir an eine chronologische Verwechslung von den Evenementen. Lo kommen an eine chronologische Verwechslung von den Evenementen. Weil dir verwechselt lo Evenementer, die geschieht sind, nur dem die Akkorde nicht mehr respektiert gesehen. Doch genau das. Herr Minister, an Herr Kartheiser, den Herr Minister wird ja nur Zeit für zu antworten. An den Herr Kartheiser, also 2 Minuten schon über der Zeit, schön im Selbstverständnis den Sput gelassen. Wir können op frohe vom Herrn Minister zu antworten, wir sollten aber lo probieren an die Normalbunnen von diesem Reglement zurückzukommen. Hallo huet den Herr Kartheiser Wort für seine Konklusion. Da werde ich op een einziges Sujet angehen, Herr Präsident, weil da mal die Zeit da gibt, op een einziges Sujet. Schon 3 Minuten mehr wieder zu gut tut an Skif so, dass das ungefähr den Klängen Intermezzo aufnimmt. Gut, also letzte Sujet. Relokalisierung. Wir haben an der letzten Präsidenz, die so, die wird nicht, da man der Merkel nach verkauft, ich zweifle dran. Weil was gemerkt hat an der letzten Präsidenz, dass das gegen den Willen von einer Reihe von europäischen Staaten eine Relokalisierung durchgesetzt mit Majoritätsdecision an einem Gebiet, wo die klar gesagt haben, dass es nicht fehlten. Haut also so, Herr Minister,
dat die op der Deitscher Lin nach Leiien, dat sind der vielleicht 4 von 20, weil an der Zwischenzeit ball all europäische Staaten eng einer Politik adoptiert, wie die dir präkonisiert. Schweden, Österreicher, so Franzosen, Briten sowieso, Dänen. Wen ass dann noch op Ärer Lin schlussendlich an Europa? Dir vertritt doch eng Minoritätsmacht. So, die Konklusion an Wannegelieft Dir halt op erst direkt und den Herr Minister zu adressieren, der mat den Federchamber oder und der Präsident. Voilà, dummer da wëllech an Konklusion soen, dat et genug Sache gëtt, die eigentlich an dieser Politik zu kritisieren sind. Und dat het wichtig ass och de Leiit dobausen net immer dat Gefühl zu gehen, dat all Form wo Kritik und der aktueller Migrationspolitik eng Form wo Populismus wär. Leiit hu recht och des Politik vorzustellen, Leiit hu recht och des Politik zu diskutieren, a mir werden auf jeden Fall dazu beidrohen, ob eng verantwortungsvoll Monéiert de Kritik vorzubringen, die auch an diesem Bereich muss formuliert gehen.